Was bedeutet es, wenn die Bibel Jesus den Sohn Gottes nennt? Dieser Begriff Sohn Gottes hat schon zu den wildesten Spekulationen und Fehlinterpretationen geführt, gerade auch unter uns Adventisten. So sehen wir heute, dass nicht nur Zeugen Jehovas davon überzeugt sind, dass Jesus ein geschaffenes Wesen ist, sondern auch unter uns gibt es die, welche aus einzelnen Bibeltexten herauslesen wollen, dass Jesus irgendwann mal einen Anfang gehabt hat. In diesem Video wollen wir uns einmal mit der Sohnschaft von Jesus auseinandersetzen und sehen, was uns die Bibel in ihrer Gesamtheit und nicht nur einzelne Texte über Christus als dem Sohn zu sagen hat. Es ist nun einmal eine Tatsache, dass auf der einen Seite die Bibel von Jesus als dem eingeborenen Sohn Gottes spricht, der eine dem Vater untergeordnete Stellung einnimmt. Doch auf der anderen Seite spricht die Bibel aber auch davon, dass Jesus Gott gleich und wie Gott ist, der alles geschaffen hat und ordnet ihn so der ungeschaffenen Kategorie zu. Die Spannung dieser beiden möglichen Identitäten ist nicht übersehbar. Daher muss die Lösung auch beide Aussagen berücksichtigen. Anstelle davon, sich auf eine der beiden Seiten zu stellen und damit seinen eigenen Standpunkt zu verteidigen. Und das wollen wir in diesem Video tun. Wenn wir also wirklich verstehen wollen, auf welche Weise Jesus der Sohn Gottes ist, müssen wir den Fokus von unseren Einzeltexten, wie die, welche wir eben gerade überflogen haben, wegnehmen und unser Blickfeld weiten, um die große historische Erzählung zu erfassen. Die Bibel als Ganzes lesen, denn sie zeigt uns die Wahrheit in einer Weise, wie es einzelne Texte allein niemals könnten. Wie wir wissen, beginnt die biblische Geschichte mit der Erschaffung von Adam und Eva. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Dann zeugte Adam einen Sohn nach seinem Bild, als sein Ebenbild. Wenn wir uns einmal den Stammbaum Jesu im Lukas-Evangelium anschauen, so sehen wir, wie Lukas in seinem Stammbaum von Jesus jeweils die männlichen Vorfahren als Sohn ihres menschlichen Vaters bezeichnet. Und am Anfang jener Ahnenreihe steht der erste Mensch, Adam, der aus allen heraussticht. Das Neue Testament zieht bewusst eine Schleife zurück bis zur Anfangsgeschichte der Bibel, um uns zu sagen, wer Jesus ist. Und das geschieht, indem wir erfahren, wer Adam war. Doch dann kam der Sündenfall, der Gottes Bild im Sohn Gottes zu zerstören drohte. Dieser fordert ein Eingreifen durch einen anderen Sohn Gottes, der kommen sollte und Adam ersetzen würde. Also ein neues Haupt des Menschengeschlechts, der das Bild Gottes in uns wiederherstellen könnte. Nach dem Sündenfall machte der Schöpfer eine Vorhersage, die eine Drohung für Satan, gleichzeitig aber eine Verheißung für die Menschen war. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Die Verheißung der Erlösung wird hier mit dem Begriff der Nachkommenschaft verknüpft. Zwei Gruppen werden im Laufe der Geschichte immer in Konflikt stehen. Eine geistliche Nachkommenschaft Satans, die Gott und dessen Volk bekämpft, und eine geistliche Nachkommenschaft von der Frau, aus der eines Tages ein besonderer Nachkomme geboren wird. Adam, der Sohn Gottes, hielt in seiner Begegnung mit Satan der Versuchung nicht stand, aber es würde ein neuer Sohn für die gefallene Menschheit geboren werden. Dieser würde der Schlange den Kopf zertreten, anstatt sich ihr zu ergeben. Ein zweiter Adam, ein neuer Sohn Gottes, wird in der Geschichte der Menschheit eine zentrale Rolle spielen und dort siegreich sein, wo der erste Adam scheiterte. Wir sehen also, dass Gott das Problem der Sünde von Anfang an im Rahmen einer Erbfolge behandelt. Er sagt die Geburt eines besonderen Kindes voraus,
Der Gott, der die Menschheit geschaffen hat, will sie durch einen ihrer Nachkommen retten, aus ihrem eigenen erblich bedingten Geschlecht heraus. Ein in der Linie Adams geborener Sohn Gottes ist das Mittel der Wahl, das den Fall Adams wieder gut macht. Und so beginnt Gott auch gleich im Laufe der biblischen Geschichte mit der Erfüllung dieser Verheißung. Und wie? Er etabliert eine Abstammungslinie, über die das versprochene Kind, der neue Sohn Gottes, auf die Welt kommen kann. Und so ruft er Abraham und Sarah aus ihrer babylonischen Heimatstadt Ur hinaus und verspricht ihnen, aus ihrer Nachkommenschaft ein großes Volk entstehen zu lassen, durch das alle Völker der Erde gesegnet würden. Abraham und Sarah bekommen schließlich Isaak, der in der Bibel der Sohn der Verheißung genannt wird. Und von da an konzentriert sich die Geschichte bemerkenswerterweise auf eine Folge von Söhnen. Denn durch den ersten Sohn der Familie wird die Bundesverheißung an die nächste Generation weitergegeben. Allerdings, und das ist enorm wichtig, merkt man bald, dass der genetisch Erstgeborene nicht immer gleich der Erstgeborene des Bundes ist. Isaak ist nach Ismael der zweite Sohn Abrahams, aber der Erstgeborene der Verheißung. Jakob ist nach Esau auch der Zweitgeborene, nimmt aber gemäß der Bundesverheißung die Stellung des Erstgeborenen ein. Abraham und Sarah haben einen erstgeborenen Sohn des Bundes, Isaak. Isaak und Rebekka haben einen erstgeborenen Sohn des Bundes, Jakob. Jakob hat 12 Söhne und sein Name wird in Israel umbenannt. Die 12 Söhne und ihre Nachkommen werden mit dem Bundesnamen ihres Vaters Israel beaufzeichnet. So hat Gott nun ein vereintes Volk, eine Nation. Und nun aufgepasst. Mose wurde von Gott beauftragt, dem Pharao eine ganz gezielte Botschaft mitzuteilen. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Ab hier erfährt die Verheißung der Nachkommenschaft aus 1. Mose 3, Vers 15 eine erweiterte Anwendung. Ein ganzes Volk übernimmt als Gesamtheit die Sohnschaft. Doch wie kann Israel Gottes erstgeborener Sohn sein? Die Antwort finden wir in ihrer Berufung. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Israel wird also zu Gottes erstgeborenem Sohnvolk erklärt mit dem Ziel, dass durch das Zeugnis Israels auch andere Nationen zu Gott finden. Dies zeigt uns, dass die Rolle des erstgeborenen Sohnes nichts mit der Geburtenfolge zu tun hat. Israel ist der geistliche Erstgeborene, durch den Gott alle Nationen in den Sohnstatus einschließen will, den Adam verloren hatte. Isaak, Jakob und dann Israel, alle waren erstgeboren im Sinne ihrer Bedeutung oder Funktion, nicht im Sinne einer Reihenfolge. An dieser Stelle der Geschichte, als Israel zu Gottes erstgeborenem Sohn wird, nimmt Gott auch die Rolle des Vaters ein. Dankst du so dem Herrn, deinem Gott, du tolles und törichtes Volk? Ist er nicht dein Vater und dein Herr? Ist es nicht er allein, der dich gemacht und bereitet hat? Den Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen und hast vergessen den Gott, der dich geboren hat. Als Mose das Volk für seine Untreue zurechtweist, erklärt er Israel, Gott ist dein Vater, er hat dich gezeugt, er hat dich geboren. Sobald Israel also unter den Völkern die Rolle des eingeborenen Sohnes einnimmt, übernimmt Gott auch die Vaterrolle. Denn ich bin Israel zum Vater geworden, und Ephraim ist mein Erstgeborener. So wie die Sohnrolle ist auch Gottes Vaterrolle in die alttestamentliche Erzählung fest eingewoben. Sie ist eng verbunden mit der Berufung Israels zu dem Volk, durch das der Messias kommen wird. Wenn wir also verstehen wollen, was das Neue Testament meint, wenn es Gott Vater nennt, müssen wir dem Alten Testament folgen. Wenn wir dem biblischen roten Faden folgen, wird Folgendes klar. In gewissem Sinne ist Gott unser Vater und so auch der Vater von Jesus,
aber letztendlich kann Gott nicht vollständig auf diese Vaterrolle beschränkt werden. Folgt man dem großen Bogen der biblischen Geschichte, entsteht ein einheitliches Bild. Dies bringt uns zu dem nächsten Sohn Gottes in der Abstammungslinie der Sohnschaft. David wird der auserwählte König Israels, das heißt, er repräsentiert das ganze Volk. Die Bezeichnung Sohn bekommt hier eine spezielle prophetische Bedeutung. Dazu kommt, dass auch hier die Geburtsordnung auf den Kopf gestellt wird. Denn David ist nicht der erstgeborene Sohn seines Vaters, sondern sogar der letztgeborene. Die Weiterführung des Bundes ist hier wiederum entscheidend, nicht aber die chronologische Abfolge. Bei David wiederholt Gott das Versprechen, das er Abraham, Isaak, Jakob und Israel gegeben hat. Darüber hinaus wird David zum Prototyp des kommenden Messias. Im Psalm 2 spricht David von sich selbst als Sohn, der von Gott gezeugt wurde. Zugleich bezieht er sich prophetisch auf den Messias, in dem sich alles, was Gott Israel verheißen hat, erfüllen wird. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Über wen spricht David hier? Einerseits über sich selbst in der unmittelbaren historischen Situation als der gesalbte König Israels. Andererseits besingt er im prophetischen Sinne den Gesalbten Israels, nämlich Jesus Christus. Das wissen wir, weil das Neue Testament diese prophetische Verbindung herstellt. In Psalm 89 beschreibt David sich selbst als Gottes Erstgeborenen, dessen Bund niemals endet, während er zugleich das Kommen des Messias vorhersagt. Ich habe die Hilfe einem Helden übertragen, einen Auserwählten aus dem Volk erhöht. Er wird zu mir rufen, du bist mein Vater, mein Gott und der Fels meines Heils. Und ich will ihn zum Erstgeborenen machen, zum höchsten der Könige auf Erden. Diese alttestamentlichen Texte sind entscheidend, um die Geschichte, die ins Neue Testament hineinreicht, zu verstehen und zu erklären, warum Jesus dort Gottes erstgeborener Sohn genannt wird. Tatsächlich zitiert das Neue Testament bewusst die beiden Psalmen, um die Bundesidentität des Messias zu verdeutlichen. Denn wann immer im Neuen Testament von der Sohnschaft die Rede ist, müssen wir diese von der alttestamentlichen Bedeutung her verstehen. David ist Gottes Sohn des Bundes in einer Ahnenreihe von Söhnen, die bis zum messianischen Sohn führt. Adam, der Sohn Gottes, verlor seine Stellung als Sohn. Gott versprach, sie zurückzugewinnen, indem er der Menschheit einen Neubeginn schenkte mit einem neuen Sohn Gottes, der dort siegreich sein würde, wo Adam versagte. Dieser Nachkomme der Frau würde seine Berufung als göttliches Ebenbild für alle Menschen künftiger Generationen erfüllen. Durch einen menschlichen Sohn Gottes, der den Fall Adams korrigiert. David ist ein weiteres Element in der Ahnenreihe des Sohnes. Und wer kommt danach? Natürlich ein weiterer Sohn Gottes, Salomo. Im weiteren Verlauf der Geschichte bekommt David einen Sohn, dem er den Namen Salomo gibt. Gemäß dem vorgesehenen Plan überträgt Gott die einzigartige Stellung als Sohn dem Salomo. Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und er soll mein Sohn sein, und ich will sein Vater sein. Den gleichen Wortlaut finden wir auch im Neuen Testament. Diese Bezeichnungen kommen im Rahmen der Bundesverheißung zur Geltung. Salomo wird dazu berufen, die Rolle des Sohnes einzunehmen, damit die Bundesverheißung fortgesetzt werden kann. Mit Salomo kommen wir somit einen Schritt bzw. einen Sohn Gottes näher zum verheißenen Messias. Der rote Faden ist erkennbar. Gott verheißt eine Abstammungslinie, durch die ein neuer Sohn Gottes kommen wird, der Adams Fall wieder gut macht. Gott würde ein Volk bestimmen, durch das sich die Verheißung von Generation zu Generation erfüllen kann. Abraham, der Sohn Gottes, führt zu Isaak, dem Sohn Gottes, dieser führt zu Jakob, dem Sohn Gottes, dieser führt zu Israel, dem gemeinschaftlichen Sohn Gottes, dieser führt zu David, dem Sohn Gottes, dieser führt zu Salomo, dem Sohn Gottes. Bis hin zu der Geburt des verheißenen Nachkommen, des neuen Adams, der die gefallene Menschheit erlösen wird.
Ein Mensch, der gemäß der Bundesverheißung der Sohn Gottes sein wird und die Menschheit wieder in die ursprüngliche Beziehung zu Gott führt. Was versteht die Bibel unter dem göttlichen Bund? Lass uns dies zum Abschluss noch kurz einmal anschauen. Denn an Liebe habe ich Wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Sie aber haben wie Adam den Bund übertreten, dort sind sie mir untreu geworden. Der Bund hat also mit Treue zu tun. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir, hört, so wird eure Seele leben, denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Der Bund offenbart nicht nur, wer Gott ist, sondern auch, was es eigentlich bedeutet, Mensch zu sein. Das Brechen dieses Bundes zeigt deutlich, was geschieht, wenn der Mensch nicht mit seiner wahren Identität im Einklang lebt. Denn das Land liegt entweiht unter ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten, die Satzungen abgeändert, den ewigen Bund gebrochen. Die Menschheitsgeschichte ist im Wesentlichen vom Bundesbruch geprägt. Jesus kam, um diese Beziehung wiederherzustellen. Hebräer 18, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Durch Jesaja sagte Gott über den kommenden Messias: Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden. Nach ihm sagte der Prophet Daniel vorher, dass der Messias Fürst des Bundes genannt werden und den Bund stark machen würde. Das Alte Testament schließt mit dem Propheten Maleachi, der den kommenden Messias den Boten des Bundes nennt. Siehe, ich sende meinen Boten, der von mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Der Messias ist also Gottes Bund in personifizierter Form. Gottes unerschütterliche Liebe, die sich auf alle Beziehungsebenen auswirkt. Gottes neu bestätigte Treue zum Menschen. Das Herzstück der biblischen Erzählung ist, Gott möchte den Bund der Treue zwischen ihm und der Menschheit wiederherstellen. Jesus ist der Sohn Gottes, durch den dieses Ziel verwirklicht werden soll. Wenn wir dieses Konzept verstanden haben, dann haben wir die grundlegende Sinnhaftigkeit der Bibel begriffen. Jede Prophezeiung, jede Geschichte, jedes Gedicht und jedes Gleichnis zeigt diesen roten Faden. Damit sind wir nun bereit, ins Neue Testament einzusteigen. Und dies wollen wir im nächsten Teil tun. Ich wünsche euch Gottes Segen und bis zum nächsten Mal bei Ein Licht in der Dunkelheit.